Ja, und auch mein nächster Gast ist bereits in China aufgetreten und er hat die kölschen Klänge sozusagen nach Peking gebracht. Herzlich willkommen, Björn Häuser. Hallo Björn. Hallo, guten Abend. Wie geht's dir? Möchte ich erst mal fragen. Nicht ganz so gut, ne? Du bist nicht so fit im Moment? Ich bin ein bisschen erkältet und angeschlagen, aber das sind im Moment ja so viele Leute, deswegen will ich mich mal nicht beklagen. Eigentlich geht's mir doch ganz gut. Umso schöner, dass du heute mal wieder bei uns bist. Stimmt aber, was ich gesagt habe, oder? Du warst damals in China. Ja, wie kam es dazu? Ich habe so eine kleine Welttournee im Prinzip gemacht. Ich habe in China gespielt, in Peking 2 Konzerte mit Vajabunde damals und in New York. Und es gibt eine große kölsche Bria-Marke, die überall auf der Welt irgendwie Brauhäuser hat. Und mit denen spiele ich sehr viel zusammen oder mache ich sehr viel zusammen. Und so kamen wir dann auch mal nach China. Es war ganz schön da. Eine tolle Reise, aber auch in der Heimat ist es natürlich schön. Dich trifft man jeden Freitag im Gaffel am Dom. Nicht, weil du da gerne dein Bierchen trinkst, vielleicht auch, aber warum? Was ist der Grund? Was passiert da? Also ich mache ja schon seit langem kölsche Mitsing-Konzerte und im Gaffel am Dom bin ich halt jeden Freitag ab 22:30 Uhr mit genau so einem Konzert am Start. Das heißt, die Leute kriegen alle so ein Textheft, wie man das auch von Los Mal Singe kennt, und können mitsingen. Das sind die kölschen Klassiker. Das ist eigentlich immer total gemütlich, hat sich rumgesprochen. Der Laden ist jetzt immer relativ voll. Und wer Lust hat auf kölsche Musik, einfach mal so, der Eintritt ist natürlich frei, schenkt die Gaffelbrauerei euch quasi, der kann einfach mal vorbeischauen. Es lohnt sich. Und man muss auch nicht unbedingt mitsingen, man kann auch erst mal zuhören, aber ich glaube, am Ende singt sowieso jeder. Ne? Also, wenn man ein paar leckere Kölsch trinkt, dann klappt das mit dem Mitsingen auch ganz gut in der Regel. Neben den Mitsingen-Konzerten bist du natürlich auch im Karneval unterwegs. Jetzt die heiße Phase geht ja los, oder wir stecken eigentlich schon mittendrin, kann man sagen. Wo trifft man dich da an? Wie viel hast du im Moment um die Ohren? Also im Moment spiele ich eigentlich fast jeden Tag in den verschiedensten Sälen. Ich mache gerne auch so kleine Sachen, bin aber an den Karnevalstagen selbst auch im größeren Rahmen unterwegs. Ich spiele auf der Rheinenergie, zweimal auf dieser Ahoi-Party, Weiberfastnacht und Karnevalssamstag. Ich bin in ganz vielen anderen Locations. Natürlich Karnevalsfreitag auch im Gaffel am Dom, jeden Freitag. Und bin echt im Moment, weiß ich gar nicht, wo ich überall bin. Ich gucke morgens im Kalender und weiß, wo ich abends spiele, so ungefähr. Ich kann dir noch einen Termin nennen, wo du auf jeden Fall immer dabei bist, bei der Los Mal Singe Aktion. Genau. Das ist auch dir unheimlich wichtig, liegt dir sehr am Herzen. Ja, also Los Mal Singe das sind ja auch diese Mitsing-Konzerte, und da bin ich dieses Jahr auch wirklich gut vertreten mit einer Ballade, so wie du. Da bin ich in der Auswahl quasi, wo die Leute, die können da ja abstimmen, was ihnen gut gefällt. Habe aber auch für die Rheinländer eine Nummer geschrieben, CCAA, eine Köln-Hymne, und habe das Motto-Lied der Tour auch geschrieben, Kölsch dann ob. Da geht es so ein bisschen um die Ordnungsamt-Problematik. Es gibt ja immer so nette Nachbarn, die schon mal gerne irgendwie um 10 Uhr sagen, das ist mal zu laut hier. Und da bin ich sehr gut vertreten, und ja, ich freue mich, dass ich halt irgendwie in den verschiedensten Bereichen gerade irgendwie am Start bin. Das ist echt schön. Genau. Und Geburtstag hast du auch, natürlich, wie jeder andere auch, aber du veranstaltest was ganz Besonderes, und zwar ein großes Konzert, viel mehr sind sogar 2 eigentlich, schon im Februar. Was passiert an dem Abend? Wir müssen leider sagen, die sind schon ausverkauft, aber dennoch kannst du ja ein bisschen, Ja, also das sind Geburtstagskonzerte, ich werde 30, das muss man ein bisschen größer feiern, habe ich gedacht. Und da ich mir selbst immer Geschenke gerne mache, habe ich gedacht, feiere ich halt mit vielen Fans und Freunden. Und ursprünglich sollte es eine Show sein, im Fassbierkeller, auch im Gaffel am Dom, wo ich mit der Band spiele, also mein eigenes Material, wo wir auch gleich was von hören werden. Und weil halt der Andrang so groß war, haben wir ein Zusatzkonzert gemacht und feiern schön rein. Das werden, glaube ich, 2 ganz tolle Tage. Hältst du das durch, meinst du? Hört sich straff an, straffes Programm? Im Moment ist das Leben irgendwie so eine Party, die nicht aufhört. Von daher 2 Tage mehr machen es aber wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann feiern wir hier quasi jetzt auch eine Party, denn wir wollen natürlich was von dir hören. Wir haben dich wegen der Musik eingeladen. Was hören wir denn heute? Ich würde sagen, ich spiele einfach mal Ihrefeld Läv. Die Band, die hatte heute keine Zeit, deswegen habe ich gedacht, du spielst alleine. Wäre auch doof ohne Musik. Ihrefeld Läv, ein Song für alle Ehrenfelder und für alle, die wissen wollen, wie schön es in Ehrenfeld ist. Ehrenfeld ist ein Top-Stadtteil. Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Dann hören wir dich jetzt, und wir sehen dich gleich noch mal wieder, natürlich. Dankeschön. Komm und treib Dinge Hut an, ich nimm dich mit auf den Reis. Komm, ich will dir erzählen, was du so schnell nicht vergisst. Weder Trost auch düster, das ist doch völlig egal. Komm und mach dich ob, das sagt die Nacht fängt gerade jetzt an. Komm zu uns, komm rein, Jung, Ihrefeld Läv. Komm zu uns und du bist ein Jung, Ihrefeld Läv. Mir mit dir, ein Stück mit ob Dingen weg, Ihrefeld Läv. Ja, das ist mir Revier, hey. Doch genauso jo Dings,
Wenn du willst, kannst du bleiben. Auf jeden Fall bist du nicht alleine. Nee. War doch gut, du willst spüren, dass dir irgendjemand ist. Man kann es nicht erklären, auf jeden Fall ist es mit Herz so, ja. Komm zu uns, komm rein, Jung, ihre Fälle. Komm zu uns und du bist ein Jung, ihre Fälle. Mir mit dir, ein Stück mit auf den Weg, ihre Fälle. Ja, komm zu uns, komm rein, Jung, ihre Fälle. Komm zu uns und du bist ein Jung, ihre Fälle. Mir mit dir, ein Stück mit auf den Weg, ihre Fälle. Ja, ihre Fälle. Björn Häuser, großartig. Ich wollte eben vor der Werbung noch sagen, ich singe natürlich nicht mit, damit die Leute auch dranbleiben. Aber gut, hat sich erledigt. Super. Naja. Wer dich jetzt live sehen will, der muss wohin kommen in naher Zukunft? In naher Zukunft wie immer, jeden Freitagabend Gaffel am Dom, 22:30 Uhr. Es gibt eine Homepage, häuser-köln.de, da stehen übrigens ganz viele Tourtermine drauf. Und die Geburtstagskonzerte sind ausverkauft, hast du schon gesagt. Aber wer mich trotzdem mit Band und unter anderem diesem Song erleben will, also ein bisschen Kölschrock, der kann mal auf die Homepage gucken. Im März gibt es eine kleine Tournee. Da spielen wir irgendwie 10, 11 Termine in verschiedenen Locations in und um Köln. Und es lohnt sich. Da wird es ein bisschen rockiger, ein bisschen lauter, aber es ist ganz toll. Häuser-köln.de, da steht alles drauf. Genau, da sollten die Zuschauer definitiv mal draufklicken. Dir danke ich ganz herzlich für den Besuch. Ich denke, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich doch. Alles Gute und gute Besserung auch, Danke, dass die danke. Erkältung bald wieder weggeht. Jawohl. So, und wir geben ganz kurz ab in die Werbung. Da sind Sie zu Hause. Wunderbar, machen eine ganz kurze Pause. Und nach der Werbung in